Unsere Betrachtung von der Sumarius hat mit Gottes Jedult und mit Gottes Gnut oder Mitleid zu tun. Besonders die Menschen gegenüber, die noch nicht Kinder Gottes sind oder noch nicht Christen sind, und auch die, die nur Christen werden, aber eine Sinn gefallen sind. In unserem Text, den wir vorher lesen, Joel 2, erklärt der Prophet Joel, was wir als Menschen weiten machen, um Gottes Geduld und Gottes Gnut zu erfahren. Ist Gott geduldig mit uns? Meist wir weiten nicht. Ich weiß, als Eltern kann es manchmal schwierig sein, geduldig zu bleiben mit den Kindern. Und manche der habe ich dort sehr schwer, geduldig zu bleiben. Aber Gott ist anders. Der hat so viel Geduld mit uns. Und der hat immer wieder frische Gnut für uns. Und wir wollen diese Punkte sehen von Gottes Gnut und Gottes Geduld. Über all wie diese Hauptpunkte studieren, wo wir den Kontext uns Texten betrachten. Dort Buch Joel ist anders als viele andere Bücher in der Bibel. Wie es der Prophet niemals erwähnen wird, in welcher Zeit er gelebt hat. Und manchmal in den verschiedenen Büchern im Alten Testament sagt er, das ist Gottes Wort, was der Prophet, wie immer dort wir geschrieben hat, in den Jahren, wo der kann nicht wir. So dann wird eine Furz, ja, in welcher Zeit der schrieb, was gelebt haben, aber Joel hat das hier nicht getan. Und was die Bibelforscher glauben, dass Joel während der Herrschaft von König Joasch lebt. Und dort wir von 835 bis 796 vor Christus. Und andere meinen aber, dass er während der Zeit nur Gefangenschaft Babel gelebt hat, wie es keine Regierung erwähnt wird. Aber die Meer und auch der Tempel in Jerusalem waren erwähnt. Und als Bibelleser weit wie dort bei, der Tempel und auch der Meer waren abgebaut werden, als die Juden aus ihrer Gefangenschaft nach Jerusalem tragen. So, und deswegen weiten die Bibelforscher nicht kriegt, wenn Joel sein Buch geschrieben wird. Und obwohl die Zeit nicht kriegt zu weiten ist, ich habe trotzdem von Joels Gott inspirierten Wort lesen. Ich habe lernen, nicht? Ich habe nicht. Also so sei wichtig, dass wir weiten Matten kriegen, wenn das geschrieben ist. Nee, das ist nicht so sehr wichtig. Aber was an das Buch geschrieben ist, das ist uns wichtig. Und wir wollen durch lernen. Und das Hauptthema von Joels Buch ist der große Pläu, was dort Land gekommen wird. Und wer wird weiten, was von der Pläu ist dort Land Israel gekommen an seinen Zeit? That's right. Der Herrschrecken, oder wo wird einer dort auf Plottisch sein? Ist das Herrschrecken? Grasshopper, right? So, das war echt ich kann. So, dort wird eine große Grasshopper-Pläu, was dort Land gekommen wird. Und ich will was Verse für uns lesen, was dort beschrieben wird. Erstens will ich Joel Kapitel 1, Vers 4 lesen für uns. Joel 1, Vers 4. Und das ist auch ein Wort, was mich fremd ist. Dort, wo die Rupen nicht abgefreten haben, dort sind die kleinen Warmtjes, nicht? Was dann nur der Grasshopper waren, oder Schmetterlinge, oder Flatters. Was die nicht abgefreten haben, haben die Grasshopper abgefreten. Und was die Grasshopper nicht abgefreten haben, haben die Kniepers abgefreten. Und was die Kniepers nicht abgefreten haben, dort Eiersäfer abgefreten. Und dann beschreibt Joel die Grasshopper-Pläu in Kapitel 2, Verse 3 bis 5. Ich will die Verse auch für uns lesen, Kapitel 2, Joel 2, Verse 3 bis 5. Du so sagt er, das sind die Grasshopper, ladet eine Pied, und die ran aus wilde Pied, die kommen über die Bäume fliehen, aus Kriegswehren oder aus einem Stapelvieh. Die sind so aus einer starken Armee, was am Krieg nennen wird. So ja, wir sicher, dass die Grasshopper-Pläu eine Strafe Gottes wird. Wovon? Ja, die wird besonders groß. All die Grasshopper wird werden. Und er weiß, dass sein Volk Gott nicht treu werden. Die nehmen Gott nicht an. Und die ständig sündigen oder Gott nicht gehorchen.
Und Gott schickt Joel, um den Menschen das deutlich zu merken, dass das doch ein Struf Gottes wäre. Und krieg so lässt Gott uns die Konsequenzen und die Folgen an sie sind, über uns kommen. Und manchmal bestruft er uns selbst für unsere Sünden, wenn wir Gott nicht gehorchen tun. Und wir weiten über, dass es Gottes Wunsch ist, dass jeder soll von ihren Sünden gerat werden. Er will uns von unseren Sünden reinigen, damit wir zu seinem Volk gehören können. Er will sein Volk nicht so sehr strafen. Right? Habt ihr gut, weil wir sein in die Babel gebracht, in ein Haus gebracht. Die sollen durch ihr Lohn weiter abbühen und alles. Und dann hat es nicht lange gedauert, aber das Volk Gott weiter eingehorsam werden. Und dann muss diese große Strafe eben an weiterkommen. Und er will das nicht tun. Aber die nehmen ihn nicht an. Und wenn wir nun in unserem Haupttext weiter blicken, um zu sein, was wir aus Joels Botschaft lernen können. Wir lesen in Kapitel 2, Verse 12 bis 13a. Ich lese Joel 2, Vers 12. Er sagt, nie kann ich noch kommen, sagt der Herr. Gib mir jün ganze Tat, hielt und lut jüne Sinn leid sein, und fangt an zu fasten, kommt mit ein gebregnet Hort und nicht mit ein verrätenet Kleid. Kommt träne dem Herrn, jünen Gott. Dort gibt in diese wir zwei Hauptpunkte, die wir unbedingt studieren wollen und suchen wollen und wichtig sind, um Gottes Jedult und Vergebung zu kriegen. Wir sollen diese Punkte weiten. Und das erste ist, dass wir von unseren Sinnen weichdrehen und uns zu Gott drehen müssen, um Gottes Geduld und Gottes Gnade zu kriegen. Und jetzt kriegt wir das Wort Bekehrung oder Buße down, bedienen das nicht. Buße down, uns zu bekehren meint, dass wir von unseren Sünden weichdrehen und uns nach Gott drehen. Und das lehrt Gott, oder lehrt Gottes, dass Sünder von ihren Sünden weichdrehen müssen und sich zu Gott drehen müssen, kann an der ganzen Bibel gefangen werden. Zum Beispiel, das lesen wir in Jeremia Kapitel 24. Wer mal lesen will, lese ich aus Jeremia 24. Ich werde die Verse 4 und 5 für uns lesen. Jeremia 24, Vers 4. Wenn der Herr auch immer war, seine deine die Propheten jünd geschickt hat, hat ihn nicht angehört und nicht getan, was gesagt wird. Die sehen, dass die sollen jünd weichdrehen von den bösen Weg und schlechte Sachen, die je tun. Dann will je an dort Land bleiben, wohnt der Herr jünd in jene anderen langen Tree ab immer gegeben hat. So all am Buch Jeremia sagt der Prophet zu seinem Volk Himmel, Gott sagt, ihr sollen von jenen Sünden weichdrehen und jenen Tree nach Gott drehen. So das ist lang als Jesus Christus auf dieser Welt war. Und als Jesus in Missionsdienst auf dieser Welt angefangen hat, hat Johannes der Täufer gepredigt, wer weiß, was wir seine Botschaft? Tut Buße, ja. Kehrt arm, sagt die plottische Bibel. Kehrt arm, wirst dort Himmelreich es dich bei. Und Gottes Wort sagt, dass Jesus Christ so gepredigt hat. Er hat den Christ selber gepredigt. Er sagt, zu dort Volk, in Matthäus 5, Vers 17, kehrt arm, wirst dort Himmelreich es dich bei. Kehrt arm, meint Buße down. Und diese Werte sind so deutlich für uns in Plottisch, nicht? Kehrt arm, tut Buße. Und als der Apostel den Missionsbefehl nur der Himmelfahrt Jesu wieder vierten, predigten sei. Und das lese ich in der Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19. Das wird der Apostel predigen deuten. Dann schlut nu an jünd und merkt jünd ab. Dort jünd die Sinnen vergeben worden, so dass vom Herrn eine frische Belebungszeit über jünd kommen kann. Merkt jünd ab. Und als der erste Apostel all dort wird und der Herr Johannes in eine Vision erschienen wird, warnte Jesus die Gemeinde in Ephesus mit der Wort, und das lese ich in der Offenbarung 2, Vers 5, er sagt zu den Geschwistern in Ephesus, denk daran, wovon du gefallen bist, kehr an und du wahre, was du am Anfang deutest. Was deuten die Geschwister am Anfang? Mögen sich ab. Kehrten an. Sie bekehrten sich. Die müssen diese frische Anfang haben. Die werden aufgefallen, die werden weichgefallen. Die müssen erst wahre Buße tun. Also diese
frische Belebungszeit erfahren können. Und diese Bußbotschaft wird sich niemals ändern, solange aus der Gnade Gottes bleibt. Umkehren. Wir sollen uns bekehren, wenn wir ein Verhältnis zu Gott wollen haben. Jesus hat alles für uns getan, damit wir seine Kinder werden können. Er kam, um für unsere Sünden zu sterben, um die Strafe, die wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Und obwohl er für unsere Sünden umgebracht wurde, als er über am dritten Tag war abgestoßen und besiegte dadurch, so tun die Sünden in den Tod ab einmal. Und obwohl er an den Himmel genommen wird, schickt er den Herrn Jesus, damit alle Christen siegreich für am Leben können. Das stimmt alles. Jesus hat alles für uns getan, um Kinder Gottes zu werden und um siegreich zu leben. Aber, damit einmal war gesagt, dass obwohl Jesus all das für uns getan hat, ist das noch einmal möglich für Christen zu sündigen. Ist das nicht möglich? Wann wir Gottes Wort nicht gehorchen, wann wir Gottes Stimme, Gottes Yes nicht gehorchen, dann ist es aber doch möglich, dass wir von Jesus auffallen können oder in anderen Sinnen fallen können. Und das ist wichtig dort einer der Zeit. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die sich Christen nennen und von ihrem Tag wird sein und behaupten, dass es allmählich ist, für Christen weiter zu sündigen. Wenn Christen sündigen dann können sie nicht zu Gottes Volk gehören, right? Dann blieben sie nicht Christen. Aber dort ist möglich. Und wir weiten von Beispielen im Neuen Testament von Menschen, die aufgefallen werden, nicht? Weit wir nicht? Würden wir nicht was nur missnahen können? Von Menschen im Neuen Testament, die Mulkinder Gottes werden und dann Luther überweich gingen? Du werden was, werden die nicht? Absolut. Ich denke an Alexander, nicht? Die wir mal Paulus, sein Bruder am Herrn, und die voll auf. Und die schof dann Luther gegen Paulus. Das gibt noch andere Beispiele. Liebe Geschwister, das ist möglich. Wir weiten von Judas, die wir auch von Jesus sehen, manche Jesus sehen, nur Folger. Der hat auch Wunder können und durch Jesus ihn Lia in Gottes Kraft, aber Luther hat er sein Meister verkauft. Das ist möglich. Und wir müssen abpassen, dass wir Gott treu bleiben dann. Und nur dem wir uns von unseren Sinnen weichgedreht haben, verlangt Gott, dass wir uns von ganzem Herzen der Arm drehen dann. In unserem Text erklärt Gott, wo das ist. Er sagt, lass mich Vers 12 bei 13a lesen. Joel 2, Vers 12 bei 13a. Er sagt, gib mir jün ganzes Hort, hielt und lud jüne Sünden leid down, und fangt an zu fasten, kommt mit ein gebregnet Hort und nicht mit ein verrätnet Kleid, kommt träne dem Herrn jünen Gott. Im Alten Testament lesen wir mehrmals, wo Königs und Propheten in ganze Gruppen oder Versammlungen von Menschen ihre Kleider verreiten. Woran? Ja, um zu wissen, dass sie Leid drehen deuten, nicht? Und das schwor wir. Irgendwo schwor wir am Hort. Und besonders, wenn Gott anwiesen wird, dass sie gehorsam wären und sind deuten, dann würden viele Menschen ihre Kleider verrieten. Und das gibt viele Beispiele. Lass mich bloß ein paar lesen für uns, die wir in Gottes Wort finden. Als Jakob seine Jungs am Feiern hatten, wegen was mit Josef passiert wird, die sehen, er wird umgebracht von Tieren und so was, dann verrät Jakob seine Kleider und Trühe und er tragt sich Sackkleider rammelnd, er trüht eine lange Zeit für Josef. 1. Mose 37, Vers 34. Und dann als David hier dort König Saul und seine Sehens am Krieg umgekommen wären, dann kriegt David seine Rockte Helm und reiht den up und Trühe und all die Männer mit am, die den Krieg so, sagt Gottes Wort. Das wären große Kriegsmänner, was das deuten. Einige glauben, dass die Ursache, woran Menschen ihre Kleider damals verreiten, wir, um Gott zu wiesen, wie groß ihre Trühe wir, wie es Kleider damals dir wären.
Ihre Kleider zu verrieten, wie für die meisten Menschen damals einen großen Verlust gewesen. Die hatten nicht eine Schop voll Kleider, so wie von der und da haben. Die können nicht bloß in einem Stuhl fahren und dann frische Kleider einmal weiter kaufen. Das wird nicht so möglich. Und die werden dir. Und obwohl das alles leicht stammen können, wisst Gott, dass bütterliche Tikens von Trüher nicht einmal zu glauben sind. Right? Eine kann was wiesen, dass irgendwas ans Leid tät, aber innerlich kann das was anderes sein, nicht? Und Gott will haben, dass die Menschen ihre Horten verrieten sollen, anstatt bloß ihre Kleider, um zu wiesen, dass sie wirklich ihre Sünden bereuen werden. Joel sagt, hielt, roh, und lud jene Sünden leid sein, und fangt an zu fasten. Gott will, dass sie ihre Sünden wirklich bereuen sollen. Und bloß wenn wir unsere Sünden bereuen und lernen dann die Sünden zu hassen, können wir wirklich von unseren Sünden weichdrehen und uns ganz nach Gott drehen. Das macht uns leid tun. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 5, Verse 3 bis 4, unter die Seligpreisungen, selig sind die am Geist arm sind, wie es antihiert dort Himmelreich. Nicht? Selig sind die traurig sind, wie es an soll getreust worden. Wenn Menschen ihre Sünden nicht bereuen und in die schlechte Rewe fallen, wo sie Gott und anderen Arch getan haben, dann werden sie nicht wirklich vergeben wollen. Wir können bloß um Vergebung fragen, wenn wir erkennen, dass wir arg gehandelt haben. Gott wird niemals einem vergeben, wenn er nicht zugibt, dass um Vergebung fehlt. Ich mag ein bisschen lachen über unsere Kinder. Wenn die arg tun, dann müssen sie sorry sein. Oh, und als das manchmal schwer, die Batur zu kriegen. Und dann sei ich still, mit einer Dolle gesagt, und sagen sie, I'm sorry. Aber das ist nicht vom Herzen, nicht? Die machen das da. Wenn er wirklich vom Herzen kommt, dann kommen Fuß die Thron. Right? Erstens, ist das nicht so dort? Wenn er wirklich leid wird, dann kommen Fuß die Thron. Und das ist dann auch viel leichter, sorry zu sein, wenn es einer dort meint. Und so will Gott das haben, dass er vom Herzen kommt. Wenn ich was arg tun und Gott seine Augen und dann in den Arm gehen und dann sagen, I'm sorry. Das kann ich bloß nicht annehmen. Wenn er sagt, wir meinen das nicht. Aber wenn er vom Herzen kommt, dann nimmt er das Fuß an. Er sieht, was in unseren Herzen ist. Er will uns vergeben, aber wir machen unsere Sünden erst bereuen. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt für Fundels Marius, den wir von der betrachten werden, und dort ist Gottes Geduld mit Menschen. In Vers 13 los wie Joel 2, Vers 13. Kommt mit ein gebregnet Hort, und nicht mit ein verrätnet Kleid. Kommt träne dem Herrn, jenen Gott. Hei ist janstig und gnädig, hei ist geduldig und treuhortig, leibteilig. Hei hiert lech ab mit Strufen. Der Herr will uns nicht strufen, aber er struft uns, wenn das fehlt, wie es er Antwort hat. Leib hat, liebe Geschwister. Er will nicht haben, dass wir verloren gehen. Er hofft, dass durch seinen Struf, wir kommen dann Tränen an. Und wir merken dort mit am Reich. Er will uns nicht strufen, aber wie es er uns Leib hat, det er dort. Der Herr ist geduldig und treuhortig, leibteilig. Gott verlangt, dass seine Kinder heilig leben sollen. Das meint so viel, dass wir ein Leben führen, was am verherrlicht, dass wir am gehorchen und so weiter. Aber so egal ihr seht, ist es doch immer noch möglich, dass Christen sündigen können. Und deswegen schafft und so sei gegen uns, so sei gegen Kinder Gottes. Er will uns wahre durchbringen, wo wir müde werden. Er schafft Tag und Nacht an uns. Aber Gott hat auch. Er hilft uns. Er gibt uns nie Kraft, er gibt uns nie Gnut. Er ist geduldig mit uns. Und Gottes Wort sagt, hört ab mit Sünden. Wenn wir ab uns doch sündigen, dann wenn wir doch Gott ungehorsam sind, was sollen wir dann tun? Wir sollen abhören mit Sünden. Wenn das durchkommt, dann müssen wir Fuß von unseren Sünden weichdrehen
und uns Tränen Gott drehen und seine Vergebung siegen und freuen. Und indem wir uns Furzen Gott drehen, dann können wir ab Gottes Geduld und Gnut verluten. Und Gott kann die Sünden nicht bloß ewig sein, dann wird er nicht eine feine Fude sein. Aber er ist immer bereit, uns eine Hand auszustreichen, uns zu halten, die Wahl uns halten, sein Hand als du. Wir müssen über uns potten, von unseren Sinnen weichdrehen und sein Hand nehmen. Und dann wird er uns aus unseren Sinnen rütraten. Die Wahl uns halten, die erst du. Aber wir müssen erst von den Sinnen weichdrehen. Wenn wir sagen, nee Gott, ich gleich meine Sünden, ich will du bleiben und ich will die auch dein Glück, dann kann Gott uns nicht mehr helfen. Dann entscheiden wir lieber, am zu verluten, als am zu dienen. Ich mag an die Israeliten beim Berg Sinai denken. Wir lesen eine Schrift, wo Moses den Berg Sinai hinabging, das Gesetz von Gott zu kriegen. Die Geschichte kann wie gut. Ich lese was der Verse für uns in 2. Mose 32. Erstens will ich Vers 1 lesen. 2. Mose 32. Als das Volk gesagt und Moses lange am Berg bleibt, dann kamen seine Aaron und verlangten von ihm und sagten, merk uns doch einen Aufgott, der uns vorabgehen wird. Wir wollten gar nicht mehr, was mit uns Moses, der uns aus Ägypten brach, geworden ist. Und Aaron, der sich von den Menschen Angst hat, mögt ein Korf, ein goldener Korf, während die Israeliten anbeten, deuten und auch Opfer brachten. Und als Gott das sagt, dann sagt er zu Moses in Vers 10, 2. Mose 32, Vers 10, Go und lud mich allein, sagt Gott, dass ich meinen Euer gegen an üben kann und an verdorben kann und dass ich dann doch von die kann ein großes Volk merken. Hat das Volk Gottes Ruf verdient? Die verleiten auch. Moses, wie er mit länger weich ist, was er sieht, kam nicht vor das Dreh und die verleiten auch. Die verleiten nicht Moses, die verleiten Gott. Und das wird ganz abrichtig gewesen sein, wenn Gott all die Menschen durch in Einzelnen alle angebracht hat. Das haben sich verdient. Und dann sagt Gottes Wort, Vers 11, dann verlangt Moses, dass er vor dem Herrn seinen Gott kommen. Und er sagt, woran wirst du luten, den euer über den Volk kommen? Du hast gru deiner Macht und große Kraft bewiesen, an dem, dass du an Ägypten brachst. Und Moses kam vom Berg rauf und bestruft das Volk für ihre Sünden. Er wusste, du musst nicht straf sein. Und da überseht Gott dann zu Moses, in Vers 15, dass er auch nicht mehr erleben will. Wegen die Menschen nicht am Gehorchen deuten und nicht gehorsam werden und starksinnig werden, sagt Gottes Wort. Und dann sagt Moses zu Gott, Vers 15, wenn du mit einmal nicht so mit uns gehen, dann bring uns nicht von dieser Stadt weg. Moses weiß, wie wichtig dass Gott an vorab ging. Und Gott horchte Moses und ging dort Volk vorab. Er gab Moses auch eine zweite Kopie von dort Gesetz, wegen Moses hat den ersten Teil gemerkt. Und dann sagt die Schrift uns in Kapitel 34, Vers 6, dass Gott, als er zum zweiten Mal auf dem Berg erschien, kam er bei Moses vorbei. Und das, was Gott über sich selbst sagt. 2. Mose 34, Vers 6. Er sagt über sich selbst, der Herr ist Gott, mitleidend, voll Gnut, nicht leichtdoll, und sei er leichtfertig und treuherzig. Die Israeliten hatten so viele Tikens von Gottes Kraft und Gottes Haupt gesehen. Und danach verleugnen sie Gott. Immer weiter. Sie hatten Gottes Euer verdient. Aber Moses hat für ante Gott gebet. Und Gott wird geduldig und gnädig mit an. Und von der Tag habe ich Jesus Christus. Wie weiten wir Jesus aus, was Jesus für uns zu tun hat. Und der ist gleich so gnädig, der ist gleich so mitleidend als sein Fuder ist. Der weiß, wo schwer das ist, Mensch zu sein. Er wird auch versorgt, aber wie sei Gott ist, hat er könnt die Versicherungen überstehen. Und über mit Gottes Kraft an uns kann wir das auch. Aber der ist mitleidend, der ist gnädig, der ist geduldig mit uns.
Der Prophet Joel weiß, dass der Herr sich nicht leicht euren lässt und dass Gott geduldig mit der Menschheit ist. Und deswegen wisst ihr, dass es immer noch Hoffnung für das Volk gibt, dass Gott an vergeben wird. Liebe Geschwister, die so tun, die will uns mal durchbringen, wo wir vom Herzen glauben, das darf nicht mehr genug für mich. Und einer hier sehr viele Dietsche davon reden, right? Gegen den Heiligen Geist zu lastern, dass du nicht mal genug darf für einen Mensch. Und in Wirklichkeit, ich meine, wie kann ich einmal begreifen, wo geduldig und gnädig Gott ist? Solange ein Mensch seine Sinnen bereuen wird, hast du noch einmal genug. Dann hast du noch einmal Hoffnung. Über Jesus will, dass wir unsere Sinnen bereuen und unsere Sünden bringen. Von unseren Sinnen weichdrehen und uns drehen Gott drehen. Wir müssen die erkennen, wir müssen unsere Sinnen erkennen. Und die zu Gott bringen. Joel wisst, dass wann sein Volk diese Dinge tun würden, Gott an vergeben wird und sein Volk von der Großhopperpläu raten wird. Gott verlangt von seinem nietestamentlichen Volk, die Christen, ein heiliges Leben zu führen. Das, was sein Wort sagt. Und dort ist übermöglich, dass Christen noch sind können. Und wenn wir seinem Wort in Gottes Geist nicht gehorchen, dann haben wir gesündigt. Soll das passieren, denkt daran, dass Gottes Geduld und Gnut von der nach Krieg so sind als zu Joels Zeit. Und dass wir von der nach von Sünden weichdrehen können und uns Tränen Gott drehen können. Gott ist noch da, liebe Geschwister. Der ist noch gnädig, der ist noch mitleidend. Und ich freue mich bloß so sehr, dass Gott geduldig ist mit uns. Wenn er nicht wäre, dann glaube ich, wir würden alle verloren sein von der, nicht? Aber er ist gnädig. Er ist voll Liebe. Er will uns helfen. Und wenn du wer von der Smarries hier ist, was nicht reich vor Gott steht, weit, vom ganzen Herzen, von der ist noch genug. Wenn Gott zu dir redet, hier an. Dreh weich von deinen Sünden. Dreh in Gott. Bring deine Sünden an. Er will dich vergeben. Er wird dich vergeben, wie es er ans Leib hat. Von der ist genug. Was morgen wird sein, weit wie nicht. Amen.